Herzlich willkommen zu Fabelaras Märchenkiste. Die zweite Ferienwoche für die Schule hat angefangen und so auch die zweite Woche der Märchenerzählungen. Es gibt jetzt wieder vom Montag bis am Freitag jeden Tag ein anderes Märchen. Und heute fange ich an mit dem Wolf und den 7 Geissli. Das Märchen möchte ich gern meinem Sohn und meiner Tochter widmen, in Erinnerung an die vielen Märchenstunden, die wir miteinander hatten, wo sie klein waren. Es war einmal eine Geissenmutter. Die hatte 7 kleine Geissli. Und wie jede Mutter hat sie ihre Kinder lieb. Am Tag musste sie fort. Und dann hat sie zu ihren Kindern gesagt: «Hört, ich gehe jetzt raus in den Wald und gehe Futter suchen. Und ihr müsst aufpassen, falls der Wolf kommt.» Aber der Wolf, den kann man erkennen. Der hat eine tiefe Stimme und eine schwarze Pfote. «Ja, Mutter», haben die Kinder gesagt, «wir passen schon auf. Wir machen niemandem auf.» Und so ist die Geissenmutter fortgegangen. Nicht lang, da ist der Wolf gekommen. Er hat an die Tür geklopft und hat gesagt: «Kinder, ich bin's, eure Mutter. Ich habe jedem von euch etwas Feines mitgebracht. Macht auf!» «Nein, nein!» haben die Kinder gerufen. «Du bist nicht unsere Mutter. Du hast ganz eine tiefe Stimme. Du bist der Wolf. Und unsere Mutter, die hat nämlich ganz eine feine Stimme.» Der Wolf ist davongegangen und geradewegs zum Krömer. Und dort hat er ein Stück Kreide gekauft. Er hat die Kreide gegessen und von dem hat er ganz eine feine Stimme bekommen. Er ist wieder zum Haus der Geissli und hat an die Tür geklopft und hat gerufen: «Kinder, macht auf! Ich bin's, eure Mutter. Ich habe für jedes von euch etwas Feines mitgebracht.» Aber als er so geredet hat, hat er auch seine Pfoten auf dem Fenstersims gehabt. Und die Kinder haben sie gesehen. «Nein, nein!» haben sie gerufen. «Du bist der Wolf! Wir sehen deine Pfoten! Die ist ganz schwarz! Unsere Mutter hat eine weisse Farbe!» Der Wolf ist wieder davongelaufen und geradewegs zum Beck. Und dem Beck hat er gesagt: «Oh, ich habe mir die Pfoten angeschlagen. Kannst du mir ein bisschen von deinem kühlen Teig drauf streichen?» Der Beck hat das gemacht. Und daraufhin ist der Wolf zum Müller und hat ihn gefragt: «Gibst du mir ein bisschen Mehl? Ich hätte gern, dass du mir da weisses Mehl drüber streust.» Aber der Müller hat schon gedacht, dass der Wolf etwas Böses im Sinn hat. Und er hat ihm das Mehl nicht geben. Aber da hat der Wolf zu ihm gesagt: «Wenn du mir das Mehl nicht gibst, dann friss ich dich auf.» Und so hat der Müller ihm ein Mehl drüber gestreut. Jetzt ist der Wolf zum 3. Mal zum Haus der Geissli, hat an die Tür geklopft und hat gerufen: «Kinder, macht auf! Ich bin's, eure Mutter, und ich habe jedem von euch etwas Feines mitgebracht.» «Zeig uns zuerst mal deine Pfoten!» haben die Kinder gerufen. Und da hat der Wolf seine weißen Pfoten auf den Fenstersims gelegt. «Ja, du bist unsere Mutter ist gekommen!» haben die Geissenkinder gerufen und haben die Türen aufgeschlossen. Aber wer ist reingekommen? Der Wolf. Und wo die Geissenkinder das gesehen haben, sind sie verschrocken und sie sind davongerannt. Eins ist unter den Tisch und eins unter das Bett und eins unter den Stuhl und eins hinter den Kasten und eins in die Küche und eins ins Spülbecken und das kleinste 7. Geissli hat sich im Uhrenkasten versteckt. Der Wolf aber hat sie gefunden und in seiner Gier hat er eins ums andere abgeschluckt. Nur das kleinste
Das kleinste Geissli, das im Uhrenkasten war, das hat er nicht gefunden. Als er dann so satt war, ist er zum Haus aus, über die Wiese gelaufen und unter einem Baum gelegen. Und dort ist er eingeschlafen. Gleich darauf ist die Geissenmutter heimgekommen. Und sie hat schon gesehen, dass die Tür offen war vom Haus. Und drinnen so ein Durcheinander. Der Stuhl war umgekippt und der Tisch verschoben und der Kasten offen. Und wo sind meine Geissli? Da hat sie angefangen zu rufen. Jedes bei seinem Namen. Aber keine Antwort bekommen. Erst, wo sie das allerkleinste Geissli gerufen hat, da hat sie gehört: «Mami, ich bin da, im Uhrenkasten.» Sie ist angegangen und hat ihr jüngstes Kind rausgeholt und es hat ihm alles erzählt vom Wolf. Ihr könnt euch vorstellen, wie traurig, dass da die Mutter war. Sie ist dann zum Haus ausgegangen und da hat sie den Wolf gesehen, unter einem Baum schlafen und er hat geschnarcht. Sie ist ganz nahe ran und hat geschaut und gesehen, dass sich der Bauch bewegt. Hat am Ende echt der Wolf meine Kinder ganz verschluckt? Leben sie vielleicht noch? Schnell, hat sie zu ihrem Jüngsten gesagt, gang ins Haus, hol eine Schere und einen Faden und eine Nadel. Das kleinste Geissli hat das gebracht und da hat die Mutter angefangen, den Bauch aufzuschneiden vom Wolf. Und schon nach ein paar Schnitten ist das erste Geissli rausgekumpelt. Und dann das zweite und dann das dritte. Und wo sie den Bauch ganz aufgeschnitten hat, sind alle Geissli da gewesen, lebendig. Was für eine Freude. Aber jetzt gehen Steine holen, hat die Geissenmutter gesagt. Und die Kinder haben Steine eingesammelt und haben sie dem Wolf in den Bauch gelegt. Und dann hat die Mutter ganz schnell zugeneigt. Wo der Wolf ausgeschlafen war, ist er verwacht und aufgestanden und hat so einen Durst gehabt. Er ist zum Brunnen angelaufen und die Steine in seinem Bauch sind hin und her gegangen. Und da hat er so gesagt: «Ha, jetzt habe ich gemeint, ich hätte 6 Geissli gefressen. Ich habe das Gefühl, ich habe lauter Steine im Bauch.» So ist er zum Brunnen gekommen. Da hat er sich über den Brunnenrand gelehnt und runtergebückt, um zu trinken. In dem Moment haben ihn die Steine alle abgezogen im Brunnen. Er ist ins Wasser gefallen und vertrunken. Wo die Geissenkinder das gesehen haben, sind sie angerannt an den Brunnen. Und dann haben sie gerufen: «Der Wolf ist tot! Der Wolf ist tot! Der Wolf ist tot!» Und ihre Geissenmutter ist gekommen und alle miteinander sind um den Brunnen herumgetanzt. Danke, dass ihr da sind, um die Geschichte zu hören. Ich freue mich, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Ade miteinander.